Das ist der letzte Feinschliff vor dem Kochvideo, was wir heute machen, der Uwe und ich. Und das fleißige Handwerker. Damit die Hütte endlich mal gescheit bombensicher wird. Und Luft angriffen. Wo lasst es hier? Ja, der letzte Feinschliff. Die werden Und davon ja, es drauf. gibt natürlich noch viel mehr. Beleuchtung muss noch rein und dann schaut das mega geil aus. Aber heute gibt es das erste Kochvideo hier live. Der Uwe und ich. Das ist spannend. Also jetzt schaut es aus wie in einer Baustelle. Muss alles weg, weil in einer Stunde geht's los. Der ist fest. Warum Das machst du andere sie ist nicht, nur der warum Dachboden. machst du sie nicht so hin, Das schaut geil aus. dass die da so hängen? Der andere habe ich gemeint, das da irgendwie dann hier rein. Machst du die ganze Luken zu? Da ist die ganze Lupen zu. Also weiß ich noch nicht, was ich mit dem zweiten. Beide, eins dahin da oben und eins dahin da oben. Ja, genau. Geht's? Ja, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei der Janker Filmschmiede. Heute gibt es wieder was Leckeres aus dem Dutchofen und heute bin ich nicht allein, zum ersten Mal mit dem Uwe. Und es gibt heute eine leckere Lauch-Käsesuppen aus dem Dutchofen. Was wir jetzt dazu brauchen, das erklären wir der Uwe jetzt. Genau, wir machen heute, kurz berichtigen, Herr Janker, Käse-Lauchsuppe. Ja, Käse-Lauchsuppen, Das passt genau. aber. So, unsere Zutaten, ja genau. Wir haben, was wir brauchen natürlich, den Hauptstahl des Ganzen, der Lauch. 4 Stangen. 4 Stangen haben wir hier, habe ich schon ein bisschen vorbearbeitet. Die Deckblätter runter ist ganz wichtig, gut ausspülen, Genau. wichtig. Dann brauchen wir 4 Zwiebeln. Zwiebeln, 4 Stück. Da haben wir 4 Stück. Knoblauch haben wir hier einen frischen. Ja, da hat er wieder eine ganze Knolle reingehauen. Dann machen wir, war ja Käselauch, natürlich einen Schmelzkäse haben wir hier. Und dann haben wir noch dazu wunderbar einen Cheddar. Das Den ist wir- natürlich das A und O von der Käselauchsuppen. Wunderbar. Dann haben wir hier vom Metzger des Vertrauens, wie man so schön sagt, haben wir genau. Hackfleisch. Kauft's beim Metzger am Seck, Dann da kann man nichts falsch machen. ein paar Champignons dazu. So, und dann fangen wir jetzt mal langsam an. Wir fangen an. Der Dutchofen, das macht gleich der Helmut, der wird das gleich noch mal erklären. Den werden wir jetzt gleich, die Kohlen sind schon fertig. Genau. Anfangen werden wir Dann dann würde ich sagen, mit dem Hackfleisch. Das wird zuerst mal im Dutchofen leicht angebraten mit Zwiebeln. Und dann nach und nach kommen die Zutaten. Das heißt, der Knoblauch kommt dazu, die Zwiebeln dazu. Dann kommt, das lassen wir erst braten, dann kommt ein bisschen Gewürz dazu. Wir haben als Gewürze natürlich Grundwurz, Salz und natürlich, wo ist er hier? Da ist er, der Pfeffer, gestoßen. Das ist immer, also ich koche persönlich immer gerne mit gestoßenem Pfeffer, weil er gibt dann ein besseres Aroma. und 500 Milliliter Gemüsebrühe, ganz Genau. wichtig. Etwas Olivenöl zum Anbraten Genau. und dann brauchen wir 200 Milliliter trockenen Weißwein. Weißwein, genau. Was haben wir da Genau. heute? Wunderbar. Ein Chardonnay, wunderbar. Passt zum Käse. Ein Cheddar Gramstädter und Schädelspringer haben wir da. Ja, genau. richtig. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal langsam an. Genau, den Cheddar reiben. Erst einmal den Cheddar wollen wir mal ein bisschen reiben. Und ich glühe einen Dutchofen vor. Ja, kann ich dabei sagen. Wir brauchen jetzt zuerst einmal eine gescheite Unterhitze. Heute haben wir sogar ein bisschen Publikum dabei, wunderbar. So, genau. Wir nehmen hier den FT6 von Petramax. So, hier haben wir schon mal fertig. Dann haben wir den Cheddar-Käse schon mal gerieben. Den werden wir dann später langsam nach und nach, der muss dann langsam zergehen. Die waschen nicht. So, und jetzt So. brauchen wir zuerst einmal etwas Olivenöl. Genau, Olivenöl rein. Hier haben wir das Hackfleisch. So, und dann werden wir mal die Zwiebeln. Die Zwiebeln tat ich dann gar nicht ganz fein schneiden.
Die darf ruhig ein bisschen gröber geschnitten werden. Ich mache es immer so, ich gehe immer 2 Schnitte durch. Aber das wird die, ja ich schätze mal, die meisten werden es wissen, beim Schneiden mit dem Messer bis dann immer, dieser hier ist angedacht, die Kralle beim Halten, weil dann kann man mit der Messerschneide immer schön nicht in, sondern an den Finger vorbeischneiden. So, wir brauchen jetzt erst einmal eine gescheite Rüstung. Ich kann sagen, wir bringen zuerst einmal was. Genau. Gut, bei der Gelegenheit, wir haben heute den 22. Heute ist ja Ozap, heißt es ja. Ozap ist auch bei uns. Das ist genau hier auch bei uns. Prost. Ozap, ja. Herr Kollege. Prost. Der Duft ist ja jetzt schon unglaublich. Ja, wie gesagt, liebe YouTuber, wie ihr seht, oder ihr hört es auch, der Akzent passt noch nicht so ganz. Ich bin ja noch nicht unbedingt aus Bayern, ich bin ja Ostfriese, aber das Ganze hier, unsere Bekanntschaft, das lassen wir mal so laufen unter Ostfriesland versus Bavarian. Also kann nichts besser gehen wie das. Also wir brauchen jetzt erst einmal eine anständige Röstung vom Hackfleisch. Genau. Röstaroma. Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach mal so dahin suhlen. Und dann geben wir Zwiebeln, Knoblauch und den geschnittenen Lauch. Genau. So, ich mal sagen, das riecht jetzt schon bombastisch. Ah, wie im Geruchsfernsehen. Geil. So, das Hackfleisch ist jetzt so braun. So. Und jetzt geben wir den Zwiebel und das Knoblauch dazu. Ja, genau. Ja, das ist mal so. Hier sehen wir den Lauch, den haben wir jetzt auf Ringe geschnitten. Ah, unglaublich. So schaut es aus mit dem Lauch. Ja, so ist in Arbeit. Genau. Dann geben wir schon mal den geschnittenen Champignons dazu. Praktisch schon. Und ich gebe schon mal einen Teil von dem Lauch dazu. Der Rest wird noch geschnitten. Ja, richtig gutes Grillfutter mit Fleischeinlage. Einfach was Geiles. War Pfeffernauch, oder? Dann die Würzung, wie gesagt, ganz für mich persönlich. Also ich bin nur persönlicher Fan von Pfeffer, Soßen, wunderbar. Einfach einen Mörser rein und dann gehen wir hoch und dann stoßen wir den Pfeffer schön. Ja, das ist das Problem beim Film. Es gibt ja noch keine Geruchskamera, wo man riechen kann, aber ich kann euch sagen. Aber Geruchsfernsehen, da schaut's her. Ah, mega geil. Wunderbar. Da haben wir den Pfeffer. Wie gesagt, das ist ein Traum. Ja, das ist so mit Kamera. Könnte ich besterben für sowas. So. Grabenstädter Schälspringer. Ja, genau, richtig. Das Ablöschen machen wir dann ganz zuletzt, so dass es gut abgelöscht wird mit dem Rotwein. Rotwein haben wir keinen. Rotwein. Rotwein haben wir Entschuldigung, ich bin schon wieder beim Rehgulasch, genau, der Rotwein beim Rehgulasch. Apropos Rehgulasch, auch von hier aus, der Helmut und ich, wir sagen noch einen schönen Gruß rüber nach Schotten. Leute, auch heute noch, es war ein super Wochenende. Am Dieter und die Miriam und am Roman vom Kanal Waldsoda. Genau, ich würde sagen, alle, die wo dabei waren. Alle, die dabei waren, eh klar. Schönen Gruß. Wir geben jetzt einen halben Liter Wasser. Genau. Einen guten gehäuften Teelöffel Gemüsebrühe. Ja, machen wir ein bisschen mehr.
Wir haben ja nicht geizig. Gut, bei der Würzung ist auch, sollte man immer abschmecken selber. Das ist mit der Würzung allgemein. Meine Geheimwaffe ist genau. Wild-West-Gewürz. Mega geil. Da haben wir auch einen guten, naja, nur mal ein bisschen was. Passt. 200 Milliliter trockenen Weißwein. Ja, da haben wir auch ein bisschen, Genau. ein bisschen mehr rein. So, bei der Gelegenheit schauen wir mal, was das für einer ist. Ja. Nee, ich glaube, wir bleiben lieber hier. Genial. Diese Gersten-Kaltschale, die ist mir lieber. Prost. So, jetzt rühren wir das Ganze noch mal ein bisschen um. Salz, Pfeffer, das tue ich dann ein bisschen später nicht. Die Würzung, Die ich machen wir. sage immer so, wie ich koche, die Würzung ganz zuletzt. Weil das soll ja, hier ist ja Lauch, hier ist ja Zwiebel drin, hier ist Knoblauch drin. Soll erstmal gut kochen, damit diese Aromen sich ausbreiten. Und dann ganz zuletzt würde ich die Würzung machen. So, jetzt lassen wir das Ganze mal so 15 Minuten köcheln. Und dann geben wir den Käse und den restlichen Zutaten dazu. So, weiter geht's. Jetzt werden wir mal das Geheimnis ein bisschen lüften. Wir tun jetzt die restlichen Gewürze rein. Und oh, schaut euch die so. Das wird schon geil. Du spinnst da. Also mega geil. Wenn es Geruchsfernsehen geben wird, der absolute Hammer. Ja, solange ihr rührt, kann ich noch ein paar Worte Schaut mal her. loswerden. Unsere Bude hier. Da schmeckt einfach das Bier dazu. Wir haben heute noch mal wieder an der Bude ein bisschen rumgewerkelt. Wir haben sozusagen noch die Endarbeiten ein bisschen gemacht hier. Wie gesagt, wir haben jetzt hier noch mal die Überdachung gemacht. Die Räder, die wir reingebaut haben. So, Ja, jetzt langsam dürfen wir sagen, eine Kochbude. Und wer macht's? Wir drehen uns mal um und schauen hin. Der Mischkanal für jedermann. Janka Filmschmiede. so, wir geben jetzt gleich das erste rein. Und zwar, wir brauchen den Schmelzkäse. Wie viel Gramm haben das? 200, oder? Ja, wir geben das einfach rein. Den brauchen wir jetzt gleich als erstes. Wir haben ja den Cheddar hier gerieben. Den muss man nach und nach den reingeben, damit er dann langsam auch zerläuft. Also richtig zäher Schmelzkäse, aber das gibt genau diesen richtigen Pfiff. Jetzt haben wir den Schmelzkäse schon mal drin und dann erst geben wir den leckeren, geriebenen Cheddar dazu. Nicht alles auf einmal, immer nur so ein bisschen, ja genau, nimmst das mal. Ja, den tun wir jetzt einfach mal ein bisschen rüber. Die Hälfte rein und dann machen wir einen Deckel drauf, lässt das mal kurz dünsten, damit der Cheddar-Käse richtig zerläuft. So, Eine Hand hat es gezeigt. und jetzt fange ich an Spezialgewürz extra für den Dutch-Ofen, wunderbar. mit den Briketts verteilen. Warte mal. Genau. Wir brauchen jetzt ungefähr auf den FT6 oben auf so ja, 10 Briketts. So, das war meine Finger schon langsam heiß. Da sieht man wieder, gut trainiert ist der Koch noch nicht, weil der gute Koch, der hat immer seine 100 Grad Hände dabei. Und dann hat 100 Grad nichts ausmacht. Ja, das habe ich heute nicht. Aber das macht nichts. Genau. Erst einmal eine Werkkunde beim Ofen. So. Dann zwischendurch. Im Abspann vom Film. Und Da werdet ihr mal die Zutaten für dieses Käselauchgericht nochmal ablesen können. so, eine richtige Ober-Unterhitze. Und wie gesagt, wie Dubi schon gesagt hat, die ganzen Zutaten natürlich wie üblich unten in der Videobeschreibung und dann passt es. So, da haben wir jetzt schön verteilen. Da würde ich sagen, lassen wir noch mal 10 Minuten schmurgeln und dann geben wir den restlichen Cheddar-Käse dazu und die restlichen Gewürze, oder? Du Helmut, eine kurze Frage. Der Filmkollege, wie hieß der aus Hamburg noch? Der Willi heißt er, ne?
Der Willi. Ne, wie hieß er auch noch? Der Willem, ne? Ja, der Willem. Der Willem, Willems genau. Outdoorwelt. Liebe Grüße nach Hamburg. genau. Klar. Und natürlich zu dem Willem. Olli, zum Bunga Bur. Genau, Willem. Und wenn wir uns dann persönlich mal sehen, dann irgendwie bald mal bei dem Platschnacken, so wie du schon Beim Platschnacken. wunderschön gesagt hast. Und wir werden im Dezember, es wird aber noch eine Zeit dauern, wie gesagt, der erste Frost gewesen ist, dann werde ich hier mal unser sogenanntes ostfriesische Nationalgericht herrichten. Das ist der Grünkohl. Und dann werden wir sehen, das ist denn, was sie schon gesagt hat, Ostfriesland versus Bavaria. Dabei sind wir mit der Budi fertig. Beleuchtung fehlt noch. Aber es wird schon werden. Sagt Frau Kern bei der Frau Warner, ist selber dabei. So. Na gut, wir lassen jetzt das ein bisschen schmuggeln da. Aber ich hab ein Mordsproblem. Ich hatte hier so eine wunderschöne Flasche Bier stehen. Jetzt geht der Kollege bei und trinkt mein Bier. Ich bin am Schuften mit und komme vor lauter Arbeiten nicht zum Saufen. Das ist schon bemerkenswert. Ein armer Kerl. Wir haben jetzt gleich. Bin wieder da. Jetzt werden wir mal nachschauen, wie das da drinnen ausschaut. Ich will gar nicht stehen, wollte ich das mal sagen. Eben, jetzt draußen auf dem Pool explodiert. Schaut euch das an. Hier noch, außerdem haben wir noch Ist das geil. Wir haben jetzt das 10 Minuten nochmal kochen lassen. Und jetzt tun wir den restlichen Cheddar nochmal drüber. Der Cheddar-Käse gibt den Geschmacksnote ab. Also das schmeckt wirklich geil. Und ich kann euch gleich schon sagen, diese Lauchsuppe hat in sich, schmeckt sehr geil. Sehr guter Geruch, sehr guter Geschmack. Absolut der Knaller. Wir geben jetzt noch mal rein den gestoßenen Pfeffer. Da geben wir aber noch nicht alles rein. Wir geben ein bisschen rein an scharfen geräucherten Paprika. Dann einen geräucherten milden Paprika. Geben wir auch ungefähr so ein bisschen was rein. Etwas Salz. Und das war's dann und ein bisschen, genau. Also geräucherter Paprika, ein bisschen scharfen und ein bisschen milden. Und wenn sie ein bisschen zu Flüssigkeitsverlust haben, gießen wir da ein bisschen Wein auf. Und dann passt es. Ich würde sagen, so 10, 15 Minuten noch, Okay. dann sind wir eigentlich fast am Ziel. übrigens zum Thema. Vielleicht noch ein bisschen nachwürzen und gut ist. Der Helmut ist ja nicht knickerig, wie man so schön sagt. Er hat mir mal wieder ein Bierchen gegönnt. So nach schweißtreibender Arbeit muss natürlich auch mal ein Stückchen Bier getrunken werden, ist jetzt ja klar. Genau, Helmut, auf dein Wohl in mein Inneres. Warte, ich hole mir einer ein Bier. Da steht's. Genau, Da soll ich hinten. mal sein Bierchen auch überlassen. Da. Ja, genau. Ja. Ja, wunderbar. Ja. Prost, der Kollege. Ja, es ist schon gutes Bier. Da würde ich sagen, Prost. Und ich sage jetzt 10, 15 Minuten, dann ist das Gericht fertig. Sag mal, aus urheberlichen Gründen werden wir den Namen nicht sagen, aber ich kann nur sagen, Bier. Es schmeckt. Es schmeckt. Ja, was haben wir da noch hier? Das kommt nachher noch, kommt noch Zutat noch dazu. Und zwar haben wir einmal Creme fraiche, ganz wichtig. Und dann
Ich weiß nicht, Helmut, hast du schon von deinem... Das habe ich schon drin, ja. Hast du schon drin, also Also wie gesagt, muss man nicht reinmachen, aber Wild-West-Gewürz vom Deutschofen. Ich habe es getestet, ich habe es gerochen, muss ich sagen. Kann ich nur jedem empfehlen. Schmeckt mega geil. Und kann ich nur wärmstens empfehlen. Aber wie gesagt, muss man nicht, optional. Ja, freust du dich schon auf die Lauchsuppen? Ja klar, freuen wir uns drauf. Mal schauen, was ihr da so Schönes gekocht habt. Ich hab Hunger. Was sagst du? Ich hab Hunger. Ah, gut. Ja, 10 Minuten noch. Boah, verhungert ich. Suppen ist fertig. Wie gesagt, das ist alles provisorisch, ich muss alles auf den Boden runterstellen. So, ja. Aber Creme fraiche verfeinert, oder? Ja, Creme fraiche verfeinert das Ganze und gibt auch diese gewisse Sämigkeit noch für die Suppe her, wo ich sage, Creme fraiche immer gut. Ah, der absolute Knaller. Jetzt haben wir ein bisschen, aber nicht zu viel, gell? Creme fraiche. Jetzt werden wir jetzt einfach ein bisschen runterrühren. Oh, da kannst du noch etwas nehmen. Ja. Und dann zum Servieren natürlich auch noch ein bisschen was. Wow, der absolute Hammer, oder? Und dann ein bisschen was rein. So. Er ist schon wieder so geizig, der tut nicht das rein, was ich möchte. Aber das gehört einfach rein. Und den Rest halten wir auf, damit jeder noch ein bisschen was drüber da kann. Schaut euch das an. So, eigentlich war es fertig. Super. Ich würde sagen, wir servieren. Wir machen jetzt mal ein Tellerbild, wir probieren es aus. Ja, das klangt. Ja, wie gesagt, das ist die Käselauch. Dazu haben wir schon gesagt, wir nehmen ganz einfach nur ein Baguette dazu. Wunderbar. Ja, ein Löffel, Herr Kollege. Ich würde sagen, ich probiere mal. Nehmen wir auch noch mal so einen Schlag hin. Wunderbar. So. Boah. Dazu. Der absolute Knaller. So, jetzt schauen wir mal. Also man schmeckt den Käse raus. Wahrscheinlich werden wir den einen oder anderen jetzt die Zähne lang machen, aber mir egal, mir schmeckt. Also absolut geil. Ein bisschen Brot dazu. Wow, geil. gut. Und natürlich noch ein kleiner Schluck Wein. Also ich würde sagen, Prost. Was? Das ist schon wieder Horkel. Das schmeckt sehr lecker. Ich würde sagen, macht es einfach nach. Die ganzen Zutaten unten wie üblich, unten in der Videobeschreibung. Ja. Ungefähr 1,5 Stunden. Und dann das Ergebnis und mega geil. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr natürlich anschauen. Ich setze an, ihr werdet es euch anschauen auf YouTube. Und natürlich, wo schaut ihr? Mal schauen, der Mischkanal für jedermann, Janka Filmschmiede. Geht rein, schaut es an. Wie gesagt, auch die Zutaten, die Gewürze werden natürlich im Video mit eingeblendet. Macht's nach und ich hoffe euch, dass das gut gelingt. So wie hier, wo ich sage, wunderbar. Und sage an dieser Stelle schon mal einen guten Appetit. Danke fürs Einschalten, abonnieren nicht vergessen und nette Kommentare, da wir uns freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann dreht den Computer wieder ab. Also habe ich die, macht es gut. Euer Helmut, die Janka Filmschmiede mit dem Ubi, den alten Fries. Bis zum nächsten Video. Servus. Oh, schmeckt saugeil. Wow. Wow. Essen ist angerichtet. Extra schmeckt. Mega geil. Oh, schaut euch den Dupfel. Applaus, Applaus, Applaus. Fertig.
du den Teller raus und tust ihn schön dekorieren. Genau. Wie viele Kalorien hat das Zeug jetzt? 380. Okay. Auf den Esslöffel voll.